Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit düt und dat. Die Tiet, die Guide, min Sendung steit. Nu ist dat Wetter so weit, ich grüt jau. Olaf Scholz, der ist in China. Und er hat ne große Delegation von der Wirtschaft dabei. Sie will mit China Handel trieben. Also, glöft sei. So hat er in der Einladung stehen. Aber wenn die Chinesen einladen, Handel zu trieben, dann meint die Chinesen, sie wird die Wirtschaft köpen und nach wandern. Das macht China all über 50 Jahre so. Auf unseren ganzen Globus. Und die ganze Welt, die weiß auch Bescheid, macht aber mit und wundert sich nu, dass China so viel Einfluss hat. China, das Land von dat Lächeln. Präsident Xi, dann hef ich allang nicht mehr lächeln sein. Bloß noch Pokerface. Bloß Olaf Scholz. Der lächelt als so ein Chines. Ich mein, wenn du Scholz und Xi zusammen süß, dann weißt du überhaupt nicht, Knän ist überhaupt die Chines. Von Präsident Xi wat wir in Zukunft noch wat beleben. Hei bastelt fliedig an sein Lebenswerk und an dat chinesische Reich. Dat Volk, dat hat hei gut in Griff. Kein obmuckt, die kum achte Gitte. Minderheiten, die wat unterdrückt. Die ganze Welt, die hängt von dem Handel mit China ab. Da kann kein mehr ob verzichten. Taiwan wat hei sich in der nächsten Zeit einfach ihn verleiben. Das kann kein ein mehr verhindern. Wenn Kanzler Scholz dennoch in Amt ist, den flücht er dort wieder hin, den grinst hei und macht n Diene. So, nu aber trüch nach Deutschland. Da steht ja nu auch die Winde für die Tür. Und uns Regieren, die hat allerhand Hilfsmaßnahmen in Schufkassen, damit wir in Deutschland nicht freisen müssen. Aber das auch noch bezahlen könnt. Scholz, Habeck und Lindner, sie kommt sich vor als die drei Musketiere oder als die drei heiligen Könige von Abendland. Man ward dann Eindruck nicht los, ob das nicht vielleicht doch die drei Fragezeichen sind. Sie habt allerhand für. Schwore Geschütze habt sie abfeuert. Man hoffen, dass sie doch kein Platzpatronen in habt. In Dezember wird sie die Abschlagregens für Gas übernehmen. In Februar soll die Gasbrief Brems kommen und die Strompreis Deckel. Und wenn du Unternehmer bist, dann musst du die auch kein Bang mehr mocken. Sie wird die helfen. Hoffentlich auch die Lütten und den Mittelstand und auch nicht bloß die Groden, so als Uniper, dort Gasunternehmen, wat total sich ob den Handel mit Russland verladen hat und wo nu ein Lock ist von 50 Milliarden. Ach ja, Bürgergeld kommt nu auch noch. Aber wenn ich jou dat als hüt auch noch vertellen würde, dann würde ich nämlich hüt all bang. Das machen wir denn ein andermal. So viel aber einmal verweg. In den ersten 2 Jahren war din Vermögen überwiegend schützt. Und auch din Warnung, egal wie groß das alles ist. Das sind doch einmal gaude Aussichten. Das Rechenzentrum in Berlin, wo das nu als bereckt waren schall, das ist aber noch ein Bettentoilett und da muss nu erstmal die Kapazität vergrödert werden. Naja, wer kickt mal. Nu war das aber wieder Zeit für unseren Helmut. Helmut hat Lewig auch all wieder allerhand Infell, wie mich scheint. Helmut? Moin, hier bin ich wieder, Jan Helmut. Na, wieso das bitte gut mit Energiespuren? Ist das, was du da grad magst, auch nachhaltig? Denkst du auch schon an den ökologischen Fußabdruck? Mann, Mann, Mann. Das sind Fragen, die sind uns doch von pur Jahr noch überhaupt nicht gestellt worden. Aber
das ist ja auch richtig. Wenn wir unseren Planeten also überhaupt noch retten könnt, dann war das nu ja auch allmählich Tiet. Aber du willst ja auch nicht gleich auf alles verzichten. Besonders nur auch zu Weihnachten oder in der Adventszeit. Ein Bettengemütlichkeit, das soll ja auch noch blieben. Also Taglichte, an Dannenbaum, ne warme Stuf, Getüffelsalat und Würstchen. So, und da will ich nur noch einen Barben setzen. Ich hef ne lütte Erfindung gemacht. Also ich hef einen mobilen, nachhaltigen, ökologischen, energiesparenden Adventskranz erfunden, so für in der Wägens. Und dann will ich nur am Markt bringen. Also, wenn du das zu Hus gemütlich hast, der will du das ja in der Wägens auch mal ein Betten besinnlich haben. Hier, kick schon dann mal an. Ton Abendklappen, also Gaut. Das ist nu nicht unbedingt ein Kranz, ist ein Betten eckig, aber feie Taglichte. Die kannst du anböden, den kannst du, wenn ein abbrennt ist, auch ein Achter herstecken, den kannst du das gut pusten, den täufst du wieder ab, den klappst du das wieder zusammen und dann steckst du das in die Tasche und nimmst das wieder mit. Nächste Weg, den geht das in Serie. Und nu kommst du. Wenn du einen Himmel willst, dann röpst du mich an. Ich bin Helmut. Besten Dank, Helmut. Wunderbar. Da nehme ich auch einen von. Weil kommt nu auch allwette zu mein letztes Thema Sport. Football. Wir möchten uns allmählich mal mit der Weltmeisterschaft in Katar befassen. Das geht ja nu am 20. November los. Mir ist irgendwie noch so ein bisschen komisch. Ich kann das auch überhaupt noch nicht grieben. Soll ich das kicken oder lieber boykottieren? Die Stimmung in Deutschland ist auch noch so lala, würde ich singen. Faststadie, die WM ist köpft worden. Utschlag geben wohl damals die Tauschstimmung ut Frankreich. Achteran haben sie dann festgestellt, in Sommer ist das doch viel zu heiß. Ich meine, das haben sie doch vorher wetten. Da müssen sie die Spiele ob Winter verschoben. In Winter ist das doch aber auch so warm, also Rasenheizung braucht sie doch nicht. Sie braucht auch klimatisierte Stadien und auch mehr eine Rasenkühlung. Aber an Geld ist das nicht scheitert. Geld ist noch da. Rechtzeitig fertig worden ist das auch, weil sie auch noch Lü haben. In der gläubige Sünn ist das fertig gebaut worden. In 5 Stundenschichten. Wo kommen die Lühmann noch von weg? Ich weiß auch nicht. Ist auch egal. Hauptsache Italien war nicht Weltmeister. Ach, die sind gar nicht dabei. Da habe ich überhaupt nicht über nachgedacht mehr. Endspiel ist an 4. Advent. Also wenn alle Lichter brennt. Bei mir brennt das nur auch. Ich mein von der Tiet. Die ist allwetter rum. Wenn wir nur Schluss machen, das wohl wieder der Plattkanal mit düt und dat. Kick mal wieder rein. Ich bin Jürgen Müller.